Liebe Hörer, habidere und hervorragend, dass Sie sich für das Hörbuch Gedichteln und Gedichte für Bayern und Preußen entschieden haben. Dieses literarische Werk teile ich in 2 verschiedene Hörbücher auf. Das, was Sie da gerade hören, ist die Bayern Edition. Alle Texte von diesem grandiosen, weltveränderlichen Meisterwerk sind von mir selber. Ich bin der Fälscher, der Wolfi Berger, der auch das ganze Buch eingesprochen hat. Auch die Produktion ist eine Sache in eigenem Interesse. Dann fange ich doch mal mit dem bayerischen Vorwort an. Es ist nämlich so, seitdem ich denken kann, bin ich einer, der sich sehr leicht tut, alles ein bisschen in Reimform zu bringen. Seit 1991 schreibe ich musikalisch im kabarettistischen Bereich und meine Lieder sowie die Texte waren alle schon ein bisschen lustig, grauhart, bohrisch, deftig, aber auch kritisch und satirisch. So haben sie bei mir immer wieder gewisse Themen eingefunden wie Mann, Frau oder bohrische Schmankerl und natürlich auch Apps über mich selber. Ich bin ein Deutscher mit bohrischem Migrationshintergrund. Man bezeichnet mich als Liedermacher, Musikkabarettist, Sänger und Moderator. Auf alle Fälle schaue ich, dass ich mich als Künstler allweil ein wenig über Wasser halten kann. An alle, die meinen, dass der Bühnenmensch eine ruhige Kugel schiebt, da täuscht's euch gescheit. Aber trotzdem versuche ich seit 2008 mein Leben durch die Kunst zu finanzieren und bis jetzt, kriege ich sie zum Leidwesen all derer, die sich gern's Mai über den faulen Künstler zerreißen. Im Jahr 2018 war ich zu Gast bei einer Lesung von einem regionalen Dichter und Buchautor, der aus seinen Büchern ein bisschen vorgelesen hat und ich war begeistert von dem, was ich gehört habe. Das mag ich auch machen, war meine Erkenntnis des Abends. Und ein paar Tage später habe ich mich hingesetzt und mit diesem Büchern angefangen. Übrigens, da uns Bayern auch jeder außerhalb die bayerischen Grenzen als rückständig anschaut und unsere Lebensweise alle ein bisschen hinstellt, als wären wir alle blöd, denen habe ich einen Gefallen gemacht und einen Teil von meinen Gedichte ins Preußische geschrieben. Das wird dann irgendwann der 2. Teil des Hörbuchs, die Preußen Edition. Mein Gedanke war, zeig einer, dass es so ist, wie sie es meinen. Dann wollen sie nicht zu uns und somit haben wir weiterhin unsere gottselige Ruhe, oder? Ach ja, und zum besseren Verständnis, ich bin ein Vollblut-Bayer aus Überzeugung und Niederbayer von Gottes Gnaden. Viel Spaß beim Zuhören wünscht euch der Wolfi.